Zweit Bundesliga Süd, die Luchsrollers empfangen den RSV Salzburg. No engem schweren echte Spieltag gegen Ulm probiert die Lokalequipe Tendenz zu anderen gegen Gasten aus Österreich. Und das fängt doch ganz gut an für Lützeburg, weil der Philipp Faber kriegt 2 Freiwürfe, den ersten möchte er ran. Beim zweiten also der bisschen mehr delikat, der Ball kommt aber zurück bei ihm, an ihn trifft 2 weitere Punkte, es steht dann 3-0 für Lützeburg. Der Peter Tuschak sucht für den Anschluss nur einem Slalom an der Lützeburger Défense. Hier steht dann ein paar Sekunden drauf auf der richtigen Platz, für Salzburg 3-4 auf Führung zu bringen. No enger Wunderscheipass vom Banjak op Wittmer baut Salzburg dann op 3-6 aus. Via Freiwurf bringt de Kautz den Ekart op -2, men no enger Pass vom Banjak erzielt den Tuschak de 4-8. Me Lützeburg kriegt dann hin auszugleichen als ich durch den Antoine, andern durch de Kautz. Et steht 8-8. Me dann kennt Salzburg an enger ganz stark Phase. Den 10. Punkt für die Gästen erzielt den Tuschak no 4 Abecht vun Wittmer. Der Reichel mischt dann 2 Punkten, obwohl ihr gefolgt gouf, und für den Freiwurf bleibt den eiskal. Die Gästen vergrößern dann den Ekart auf 8-15 durch den Banjak. Die Reaktion von Lützeburg kommt durch den Chris Peters. Mais bei Konter lässt der Banjak der Lützeburger Défense keine Chance. Trollers muss reagieren und das werden sie auch machen, als ich durch den Freiwurf vom Kapitän Wozny und dann durch den 2-Punkte-Schuss an der Rakete vom Antoine. 13-17, das ist der Spielstand nur der erste Ferelszeit. Für Lützeburg fängt die zweite Ferelszeit genauso gut wie die erste an. Der Kautz kriegt nämlich hin, den Ekart auf 15-17 zu bringen. Salzburg baut aber nur aus und das 2-mal durch den Tuschak nur 4 Abecht vom Conny Wittmer. Aus der Distanz bringt der Chris Peters dann den Spielstand auf 17-21. Mehr B-Mal bei den Gästen ging Pass viel mehr präzis und der Pressing viel mehr intensiv. Das ermöglicht dem Malta auf 3 Kontersituationen 6 Punkte zu schießen. Der Kautz verkehrt via Freiwurf, mais Salzburg ist noch nicht fertig mit seinem hohen Druck. Wittmer aus der Rakete bringt den Spielstand auf 18-29. Banjak möchte Ball ran, geht aber dabei gefoult und kriegt nur einen Freiwurf, den ihn auch errammt. Lützeburg probiert durch den Raymond Schingen zu reagieren. Mit den Peter Tuschak und Conny Wittmer bringen den Ekart auf 16 Punkten. Lützeburg reagiert aber und das als echt durch den Philipp Faber. Da möchte Kautz 2 Punkten und geht dabei gefoult. Hier kriegt dann einen Freiwurf, den er noch errammt. An der zweiten Ferelszeit spielt Salzburg auf einem ganz hohen Niveau und das merkt den durch als erste Kurve von Malta und dann die Kurve von Conny Wittmer. 4 in der Halbzeit trifft Philipp Faber via Freiwurf für Lützeburg. Donno steht der Banjak auf der richtigen Platz für Salzburg. An der letzten Treffer aus für Lützeburg durch den Kautz. An der Halbzeit steht es dann 28-42 für Salzburg. 14 Punkte Retard für Lützeburg an der Halbzeit, das ist nicht Dramatisches. Par contre, alles wird sich verschlechtern an der dritten Ferelszeit. Banjak von einer Kurve schießt die 2 ersten Punkte von der Halbzeit und dann bei einer Kontersituation aus Conny Wittmer und Konklusion. Dazwischen könnt ein der Kautz von der Seite, mit dann steht der Ludwig Malta auf der richtigen Platz für nur einen Pass vom Banjak den 48. Punkt für die Gäste zu schießen und dann nur Pass vom Wittmer den 50. Nur 4 Abecht vom Kautz kriegt der Petersin den Ekart auf 18 Punkten zu reduzieren. Darauf antwortet der Malta noch eine ganz schöne Kollektivaktion. Für den Ekart auf 18 Punkten zu bringen, fanden wir genau dieselbe 2 wie 4 Runden, nämlich Kautz Matterpass für den Peters. Es steht im Moment 34-52. Mit dann fängt eine ganz penible Zeit für Lützeburg an. Salzburg wird nämlich 13 Punkten hinter den Nägeln schießen. Conny Wittmer ist die Erste, die an der Sequenz trifft, und das von Hannah der Freiwurflinie.
Duno no engem geniale Pass vum Banjak steet de Malta op der richtiger Platz fir 2 weiter Punkten zu erzielen. Andern gëtt Conny Wipp mat 2-mal han an den een an der Raket gefault, die Echtkeier geht een vun de Freiwürfe ran, die Zweitkeier ginn die 2 ran. Anne das noch net der River. Conny Wippmer steht op der richtiger Platz fir de Score op 34:61 zu bringen. An dann aus der Distanz möchte Biber seng 2 Echtpunkten vum Nummetten. Der Radim Reichel möcht an Serie fertig. Et steht mittlerweile 34:65. Die Reaktion vun der Lützeburger Seite kennt dann endlich an dat durch den Kapitän Philipp Wozny. Mit die 4 Punkte vun der Ferelszeit, die sind für Salzburg als echt durch den Reichel und dann nur eine Kollektivaktion durch den Jurik. Es steht 36:69 an die Hoffnung von einem Sieg als River. Mit dem Spektakel lassen noch nicht der River, aber beide Equipen spielen weiterhin nur 4. An den echten, den zum Aufschluss kennt, ist der Radim Reichel. Hier bringt der Score auf 36:71. Paar Sekunden drauf geht den Ekart noch ein Kehr vergrößert an das Kehr durch die Spielerin mit der Nummer 6, Conny Wippmer. Für Lützeburg möchte der Chris Peters seinen 10. individuellen Punkt. Er hat auf der anderen Seite Ludwig Malta schon die Richtung Kurve findet, nur einer Pass am Lauf. 1 Minute drauf können Trollers den 11. individuellen Punkt vom Reichel nicht vermeiden. Lützeburg reagiert als ich via Peters aus der Distanz. Das bringt die Spieler dann auf 12 Punkten und dann via ein ganz schönes Slalom von Philipp Faber. Der Ludwig Malta spielt ein geniales Match. Sein Appell am Rücken von der Défense ging dem Rollers ziemlich viel Schwierigkeiten. Und so kriegt er nicht hin, 2 Punkte zu schießen. Paar Sekunden drauf kriegt er 2 Freiwürfe, die in allen 2 konvertiert. Lützeburg kriegt dann innerhalb von kurzer Zeit 4 Freiwürfe. Die 2 echt gehen vom Kauzerer gemacht, die 2 nächst vom Philipp Wozny. Dem Moment weist Tafel 46:81. Der Radim Reichel bringt dann den Score auf seinen definitiven Stand. Als erstmal via ein Schuss von der linken Seite, und dann durch einen Freiwurf und zum Schluss durch einen Schuss von unter dem Kurve. So erleihen Lux Rollers den RSV Salzburg mit 46:86. Salzburg war mehr stark, aber hat ganz viele Punkte gemacht mit Weitpass auf dem Malta. Die Equipe aus Lützeburg wird probieren am Rückspiel de facto zu ändern. Die nächsten Termine sind den 22. Oktober bei den Rolling Chocolate und den 29. Oktober daheim gegen Rollerbulls Ostbelgien.